against the world. It's me against the world. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin der Captain Hat. Zum 5. Mats. Mit mir als Host, wie die letzten 4 Mal auch. Wir machen heute den schnellsten und den kürzesten Podcast, den es gibt. Ein neuer Weltrekordversuch, weil der Djokovic spielt gegen Federer. Das war es schon gewesen. Merci vielmals an die miteinander. Und Zeit stoppen. Gut. Nein, wir machen heute das Thema Podcast. Hey Swiss Tendo. Podcast Speedrun in unserem Podcast. Und ich habe mir den Gast angeholt, der Restful 64. Er ist auch ein Schweizer Speedrunner wie ich. Die mich kennen, wissen ja, dass ich eigentlich auch ein paar Games speedrunne. Und wir werden mit euch miteinander über das Thema diskutieren. Und ja, ich hoffe, wir haben eine super Zeit zusammen. Ja, Restful, ich hole dich mal rein. Und jetzt bist du drin. Gut, danke vielmals. Ich würde mich zuerst mal kurz vorstellen. Restful. Sagen wir mal Gelegenheitsstreamer auf Twitch und Gelegenheitsspeedrunner. Kann so mit dem Rauskommen von Super Mario Odyssey vor, was ist das, 1,5 Jahren. Ich habe angefangen mit Speedruns, hauptsächlich auf dem Game. Und dann später so ein bisschen weitergegangen auf vor allem Indie-Titel und Schweizer Games, wo ich ein bisschen Speedrunnen. Gut, kann man noch schnell bei irgendjemandem im Stream noch sagen, also im Publikum, wie Ton ist, Lautstärke und so weiter. Genau. Also okay, ich will, ich ein paar neue Einstellungen gemacht. Das kann sein, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen spinnt oder ein bisschen zu laut oder zu leise ist. Gut. Es ist ja so, ihr wisst ja, wie das abläuft. Wir reden halt über das Thema jetzt. Wir stellen uns gegenseitig Fragen. Ihr könnt alle gerne mitmachen im Chat oder wenn ihr live wollt, irgendetwas fragen oder sonst irgendeine Meinung dazu geben, geht auf Discord vom Rocca. Und da könnt ihr im Wartekanal warten. Ich ziehe euch da runter und dann können wir dann miteinander diskutieren. Ihr könnt auch Fragen direkt an Restfolge oder an mich stellen. Ja, gut. Jetzt mal ganz eine einfache, schwierige Einstiegsfrage. Wieso tust du Speedrunnen? Ja, ich denke, dass so etwas kommt. Ja. Die Frage würde ich sicher auch zurückstellen. Ja. Ich sage mal, es ist eine interessante Art, sich so intensiv mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Man halt ein bisschen mehr vom Game erfährt als einfach nur der Standard, wenn man es einfach nur einmal durchspielt. Und ich denke, das macht für mich den Reiz aus. Okay. Genau, wie ist das bei dir? Bei mir, ich weiß gar nicht, also ich habe also eigentlich, ich glaube, bei mir ist es einfach halt mehr so gewesen, dass ich mache ja Speedruns hauptsächlich von Retro-Games, hauptsächlich NES-Games und das habe ich auch immer gerne gespielt und das ist halt so mit GDQ und sonstige Sachen, wo man dann halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, was Speedrunning angeht, habe ich dann nachher halt angefangen, das mal auszuprobieren. Was mich mehr fasziniert hat, ist einfach gewesen, dass man auch die Glitches und die Tags oder die Strats, die man dann halt kann anwenden kann. Das ist irgendwie noch cool, das gefällt mir halt noch. Mhm. Dass man einfach halt eigene Taktiken unter Umständen, also vor allem wenn man jetzt bei dir, wie gestern zu Abend, der, wo du gesagt hast, du bist ja der einzige oder der Weltrekordhalter in dem im Einspieler und dass man dann nachher selber muss Strategien herausfinden, um noch besser zu werden. Genau. Wahrscheinlich denke ich jetzt einmal so ein bisschen den Unterschied von diesen sogenannten Speed-Games ausmacht, ob es schon viel gibt, die das machen und dann mehr oder weniger einfach kann kopieren, was andere schon gemacht haben. Genau. Im Gegensatz zu denen, die jetzt in diesem Bereich eher wir zwei dran sind, wo es noch nicht so viel gibt und halt wirklich auch selber muss dahinter gehen und sich mal überlegen, wie
könnte so eine Strategie oder eine Route aussehen. Ja, genau. Also eben, wenn man nur irgendwie ein, zwei Gegner hat und der halt miteinander so quasi probiert, das Game auseinanderzunehmen und eben neue Sachen herauszufinden, das reizt mich eigentlich schon noch ein bisschen. Mhm. Was ich aber halt auch cool finde, es ist nicht so ein Geheimnisse, die irgendwie gemacht werden, um irgendwelche Strats, die wir gefunden haben, sondern wir tun echt gemeinsam mit den Leuten, die das Spiel runnen, tut man zusammen die Strats erarbeiten und dann quasi gemeinsam als Gruppe dann versucht, die möglichst beste Zeit zu erreichen. Ja, genau, das ist es eben auch noch. Also, weißt du, die ganze Speedrun-Szene, also, mir hat das Gefühl, so, es ist so eine Rivalität zwischen dem ersten und dem zweiten, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich, sie probieren ja alle ein Ziel zu erreichen, und zwar so schnell wie möglich das Game in dieser bestimmten Kategorie durchzuspielen. Und da hilft man sich da auch gegenseitig. Das gefällt mir eigentlich auch noch recht gut in dieser Speedrun-Szene. Genau. Ja. Speedruns finde ich auch sehr geil und nachhaltig. Speedrunner, ja. Ja, Genau, natürlich. dann ist so ein bisschen der zweite Aspekt, der mehr fast stärker ist als der andere. Ich kann halt auch gerne zuschauen und das wieder Swiss Tendo gute Unterhaltung finden. Ja, also es ist halt immer abhängig ein bisschen vom Game und vom Runner selber, finde ich. Was cool ist, im Bett bin ich. Dort bin ich Weltmeisterende. Jeder hat gesagt, dass der Ende nur am Trollen ist. Also, Ja, ja. Zum Beispiel, wie hat der geheißen? Cool Kid. Kennst du den Cool Kid? Der spielt auch Mega Man 2 und 1, glaube ich, und der ist Weltrekordhalter. Dem zuschauen, der ist so ein langweiliger Typ. Das Krasse ist einfach halt, wenn er das Ganze ausführt und wenn er spielt. Also es muss immer so eine Balance sein zwischen dem Game, also die Perfektion im Game quasi, und der Unterhaltungswert vom Runner selber. genau. Ja. Es gehört ein beides dazu. Das stimmt. Ja. Und dann kommst du in Discord und wir reden darüber. Gut. Wir machen es so, es gibt ein Video von Bismuth, heisst er. Und der hat ein Video gemacht, wo 10 Mythen über Speedrunning. Und wir gehen jetzt mal einfach die 10 Punkte mal durch, reden darüber. Dann könnt ihr eben jederzeit dazukommen in Discord. Komm mitreden. Ich muss einfach mal Discord noch offen haben, falls jetzt effektiv jemand kommt. Gut. Der erste Punkt ist, Speedrunnen tut Game-Content nicht wertschätzen. Also das, was das Game anbietet, als Story, was auch immer, du es nicht wertschätzen. Was meinst du dazu? Ja, sehe ich logischerweise nicht so. Ich denke, damit man sich überhaupt entscheidet, dass man ein Game Speedrunnen tut, heisst das Spiel muss mir sowieso schon gefallen. Also man sicher einmal oder sogar mehrmals schon durchgespielt hat, um zu wissen, ob das überhaupt ein Game ist, wo sich lohnt für mich zum Speedrunnen. Und darum sage ich mal, die das Spiel Speedrunnen, die sind wirklich überzogen von dem Game und das, sagen wir mal, fast ein bisschen mehr wertschätzen als also wenn es einfach wirklich, wie ich vorher gesagt habe, einfach nur eine Stunde spielen. Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist es einfach halt so auch noch, für das, dass man all die Tricks und Glitches und Strats herausfinden, muss man das Game eigentlich in- und auswendig können. Also das geht halt nicht nur mit einer Stunde spielen oder 10 Mal durchspielen, sondern das sind ja, also eben, so die Krassen sind einfach so mehrere tausend, 10'000 Mal haben sie es schon durchgespielt, mehrere tausend Stunden haben sie schon gespielt und auch wirklich in- und auswendig können sie es. Sie können alle Gegner, wie sie werden schießen, wenn sie reingehen und weiss nicht was. Also das heisst, der Inhalt ist also auch schon programmiertechnisch wird eigentlich auseinandergenommen. Genau. Und eben auch, eben wie du gesagt hast, also du spielst nicht das Game, wo dir gar nicht gefällt, einfach so und machst einen Speedrun draus, sondern du willst das Game gut finden und dann auch irgendwie 10 Mal durchgespielt haben. Und dann hat es einfach keinen Anreiz mehr in dem Sinn noch, das Casual zu spielen. Da kann man dann nachher halt also den Speedrun draus machen. Genau. Das ist dann einfach so quasi ein neuer Aspekt, den man einfach. Genau.
Und das war bei mir aber auch ähnlich gewesen. Also wir haben Dings, vor allem Double Dragon, ja mit meinem Bruder, das einfach so ein bisschen gespielt gehabt. Wir haben es immer wieder gemacht. Weil wir als Kind haben wir das Game nie durchgespielt. In der schwierigsten Stufe. Wir haben es nie geschafft. Und dann haben wir es dann nachher, ich hatte so eine von Wish oder so, also 500 Spiele in einem Famicom-Kassette gekauft. Und da war das drauf gewesen, und dann haben wir es immer wieder gespielt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren. Stoppen wir mal Zeit, mal schauen, wie schnell das wir sind. Und dann sind wir nachher auf Leaderboards gegangen. Und dann ist dann nachher halt, da ist das dann nachher ja, ein Ding daraus geworden. Wie war es bei dir gewesen, bei Mario Odyssey? Es ist quasi, vor das Spiel rausgekommen ist, hat man schon sehr viel darüber geredet, dass es vermutlich ein super Speedrun-Game ist. Hat dann so damit angefangen, dass die Leute nicht geschäfter sind, bevor das Spiel rausgekommen ist und die Demo, die gespielt hat, ausgestellt war und das noch gefilmt haben und dann schon einen Wettkampf daraus gemacht hat. Und ich habe eigentlich schon lange so einen Plan gehabt, mal Speedrun einfach mal ausprobieren, um zu wissen, was dahinter steckt, nachdem ich schon viel gesehen habe. Da hatte ich gedacht, ja, das ist jetzt eigentlich ein guter Anfang, mal mit dem starten. Es ist halt wirklich ein Spiel, das dann extrem viel gespielt haben in dieser Zeit. Ich sage mal, in den paar Monaten, nachdem es rausgekommen ist. Ist es eigentlich immer in dieser Liste der meisten geranten Spiele fast zuoberst gewesen. Und dadurch hat es extrem viel Hilfe gegeben. Es gibt stündige Tutorials auf YouTube, wo eigentlich jeder Trick auf verschiedene Varianten erklärt wird, in einfachen Stufen und schwierigen Stufen. So ist man dann relativ schnell reingekommen. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Versionen? Also gibt es überhaupt verschiedene Versionen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die japanische Version wieder mal weniger Text hat. Jetzt im Odyssey selber ist so ein der Vorteil, dass jede Sprache in jedem Spiel drin ist. Das heisst, man muss nicht eine separate Version kaufen, sondern man muss einfach die Version oder die Sprache vom Spiel umstellen. Und ja, das ist so, dass die Japanisch am schnellsten ist, weil sie weniger Text hat. Dann ist aber so ein das Thema, dass es noch halt Updates gibt. Ja. Im Spiel. So ein, ich sage mal, das Problem von den neueren Spielen sowieso. Die Probleme hast du bei denen nicht so stark zum Glück unter Orange. Und bei Odyssey war es jetzt echt so, dass lange Zeit die erste Version, die draussen war, also quasi mit Release, die schnellste war. Weil dort viele Tricks gegangen sind und nachher rausgepatcht worden sind. Jetzt aber vor einer Zeit ist die neueste Version rausgekommen, wo eigentlich die Switch, also die Konsole, so in einen Speed-Modus kann versetzen. Okay. Und bei Zelda Breath of the Wild und eben Mario Odyssey ist es jetzt so, dass bei den Ladezeiten wird der Speed-Modus von der Konsole aktiviert. Da lädt das Spiel extrem schnell. Und da ist jetzt echt die neueste Version, die schnellste. Sowohl bei Zelda Breath of the Wild als auch bei Mario Odyssey. Okay. Also die super ist, weil das ist die Version, die man am einfachsten bekommt, ohne dass man muss das Game zurücksetzen und so. Okay. Das ist natürlich, so ein bisschen, um das herauszufinden, gibt es noch Leute, die das dann messen und so. Was natürlich auch noch eine interessante Aufgabe ist. Meinst du allerdings, unter 3 Stunden wäre auch bei der ersten Version möglich gewesen? Ja, mittlerweile schon. Okay. Also jetzt ist man ja ziemlich nah an den 59 Minuten am Kämpfen und der Versionsunterschied macht nicht so viel aus. Okay. Gut. Oder jemand noch sein Senf dazugeben? Hallo Chat. Gut. Hört man uns noch? Speedrunner können Games nicht casual spielen. Die Frage ist Games allgemein oder spezifische Game? Nein, Games allgemein. Allgemein ist für mich ausgefragt. Da geht es logischerweise auch nicht Problem. Gibt es für mich auch keinen Grund, der dagegen spricht. Ja. Man schaut vielleicht, je nachdem, schaut man Games ein bisschen anders an, dass man sich
Durchspieler schon ein bisschen überlegt, was haben die Entwickler da gemacht, wie könnte man sich ein bisschen austricksen, weil man halt einfach schon die Erfahrung mitbringt. Ja, sich schon die Gedanken macht, aber gegen das Durchspiel allgemein spricht eigentlich nichts. Ja. Sind wir so langweilig, Sani, dass du eingeschlafen bist? Oder machst du Dings, machst du am Rock Konkurrenz beim Bett Speedrun? Ja, würde ich auch so sehen. Also die Games, die ich runne, die kann ich eh nicht casual spielen, das geht gar nicht. Das geht bei dir wahrscheinlich auch nicht. Jetzt irgendein Mario Odyssey könntest du wahrscheinlich nicht casual spielen. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wenn man sagt, es gibt ja die verschiedenen Kategorien, die wir auch noch zu sprechen kommen. Und wenn man jetzt sich quasi auf eine Kategorie konzentriert, beispielsweise die schnellste, was einfach rein ums Durchspielen geht, kann es durchaus sein, dass man den Rest vom Game gar noch nicht kennt und das dann auch casual kann durchspielen. Ja, okay, macht Sinn. Aber ja, ich habe jetzt ein Dings. Double Dragon probiert casual durchzuspielen. Es geht einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich habe es lustig gefunden, bei Odyssey jetzt beispielsweise, eines der bekannteren Speed Games, wo der Beste zumal als GDQ eingeladen worden ist, zum Run zu zeigen, hat er irgendwie nachher gemerkt, dass er bis auf den Speedrun eigentlich vom Game gar nichts kennt. Ja. Sondern er hat jetzt wirklich das effektiv gar nicht richtig durchgespielt, sondern einfach immer nur Speedrun gemacht, wo er seine Route hat und fertig, und dann hat er dann quasi im Stream innen casual dann das Game durchgespielt und so ein bisschen neue Facetten vom Spiel kennengelernt, was zum Zuschauen auch recht lustig war. Also einfach gesagt hat, wenn er als GDQ an den Marathon geht, dann muss er ein bisschen etwas wissen, was in dem Spiel läuft, und darum hat er es dann auch noch richtig durchgespielt. Also für als Info, GDQ ist Games Done Quick. Das ist ein Marathon, wo in Amerika stattfindet, 2-mal im Jahr, AGDQ und SGDQ. Und da wird Geld gesammelt für Prevent Cancer Foundation im Winter und Médecins Sans Frontières im Sommer. Jetzt vorletzte Woche ist es, glaube ich, oder vor 2-3 Wochen, ich bin jetzt nicht sicher, ist SGDQ gewesen. Und sie haben 3 Millionen zusammenbekommen für Ärzte ohne Grenzen auf Deutsch. Einfach so als Info, also falls es Leute gibt. Also die meisten werden es wahrscheinlich gehört haben, aber eine Frage von ist so der grösste Marathon, wo man dann effektiv eine Woche vor Ort ist, wenn man dort eingeladen wird, wo dann entsprechend gestreamt wird. Da gibt es auf Europa-Ebene noch das ISA, wo, ich überlege, in Schweden. 1 bis 2 Wochen in Schweden stattfindet. Ja. Genau. Das ist auch 2-jährlich, wo auch für gute Zwecke gesammelt wird. Und dann können wir, denke ich, auch für die Schweiz noch Werbung machen. Ja, genau. Helvetic Speedrun Marathon, wo unregelmäßig stattfindet, aber auch ein ähnliches Ziel hat, einfach so einen kleineren Rahmen. Genau. Genau, so die Frage vom Rocca, ob es Games gibt, wo man nicht kann speedrunnen kann. Wenn ja, wieso? Ich glaube, gibt es nicht. Es gibt sicher solche, die geeigneter sind. Solche, die ungeeigneter sind, aber so wirklich solche, die man nicht kann runnen, fällt mir jetzt auch nicht gross ein. Ich glaube es auch nicht. Multiplayer. Also ich glaube sogar Multiplayer-Games werden speedrunnt. Also letztens, bei SGDQ haben sie Borderlands 2 Multiplayer haben sie durchgespielt. Du hast doch gestern Abend ein Multiplayer-Game gespielt, zwar solo. Aber, also klar, irgendwie PUBG oder so, oder eben Overwatch würde nicht gehen. Aber das sind... Habe ich gestern gerade nachgeschaut, Overwatch gibt es Speedruns, wo einfach so ein das Tutorial durchspielen kann. Okay. Ist man dann irgendwie im kleinen Minutenbereich, wo man dann durchsäckeln kann. Geht aber grundsätzlich auch. Aber sobald es dann irgendein Online-Player oder so irgendetwas ist es dann eher schwierig. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich geht es irgendwie bei PUBG oder so Fun-Kategorien, irgendwie wie am schnellsten stirbst oder was auch immer. Aber, Genau.
Aber theoretisch könnte ich eben, also weißt du, irgend auf eine Idee werden sie wahrscheinlich schon kommen, um das können, auch PUBG oder was auch immer können speedrunnen. Mhm. Also ich würde, es ist geeigneter, der schnellste, der einen Bug findet, ja. Ähm, es ist halt ein bisschen geeigneter oder weniger geeignet. Mhm. Aber ich würde Genau. sagen, also wenn man lang würde überlegen, dann würde man auch eben für so Games irgendwie irgendeine Kategorie finden oder so. Denke es auch, ja. Ja. Ähm, gut. So, das schließt eigentlich so ein bisschen an der GDQ-Zeug an. Speedrunner ist sinnlos und man sollte all die Zeit und Energie, äh, genau, Zeit und Energie in die Heilung von Krebs investieren. Oder für etwas Gescheites investieren. Ähm, ja, ja, also ich würde sagen grundsätzlich ja. Also Speedrunner ist schon sinnlos, es ist einfach ein Hobby. Es ist genau gleich Mhm. sinnlos wie Fernsehen schauen. Mhm. Genau gleich sinnlos wie Instrument spielen. Also Mhm. sinnlos nicht im Sinn von, eben Gamen ist auch sinnlos, eben, und man sollte die Energie, bla bla bla, und die Heilung von Krebs stecken und investieren. Eben, AGDQ das Jahr hat irgendwie knapp 2,5 Millionen zusammengesammelt für Prevent Cancer Foundation. Das ist eine Organisation in Amerika zwar, wo halt eben so für frühe Prognosen etc. von Krebs arbeitet. Ja, willst du zu dem Genau, etwas sagen? durch das etwas gut gemacht hat. Aber eben, ich denke, es ist ein Hobby wie jedes andere auch. Sich bei jedem muss überlegen, was bringt mir das persönlich. Und ja, Genau, wenn es einem Spaß macht, wieso nicht? ja, es ist einfach, ich glaube, Leute sehen einfach halt, weil es halt wieder so eine Unterkategorie vom Gamen ist quasi, ist es dann nachher so etwas ganz komisches, normal. Also, wenn man jetzt schon professionell wird gamen, irgendwie, weiß doch nicht, CSGO oder was auch immer, das bringt ja dann einem etwas. Du machst Geld oder weiß doch nicht, du tust dich messen, kompetitiv messen, vor allem. Und ich glaube, wenn man das nachher im Speedrunnen da anschaut, ist es dann nachher so ein bisschen fast sinnlos. Mhm. Ja, aber eben schlussendlich, wie gesagt, eben Fernsehen schauen ist in dem Sinne auch genau gleich sinnlos. Aber für den, was macht, ist es einfach eine Unterhaltung. Genau. Gut, Speedrunner hocken im Keller und haben keinen Job. Du bist, glaube ich, in einem Dachstock, oder? Ja, Gut. Also auf das der ist, anderen Seite vom Haus, genau. genau. Und der Job hast du auch? Ja, Ja, also, das ist schon mal, wieder ja, was leid. ich denke. Genau, wieder leid. Bei dir, glaube ich, ähnlich, oder? Ja, ja. Wir haben keinen Ähm, Keller. Aber ich bin Parterre, also ich bin im untersten Stock, wenn man so will sehen. okay, in dem Fall fast. Ja. Und einen halbwegs Job habe ich auch. Ja, Er lebt im Keller mit Keller dem mit dem Dach. Dach. Problem gelöst. Das klingt gut, ja. Nein, die Sache ist, wir machen, also weißt du, weil das ja halt meistens so Nerds sind und Geeks, wenn man das so, jetzt ehrlich gesagt, wenn ich jetzt also GDQ schaue, wenn ich so zum Teil sehe, was für Leute dort dynamics dabei sind, kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute nachher den Eindruck haben, Mhm. weil es schon zum Teil schon so schräge Köpfe dabei sind. Aber die meisten, Definitiv, aber wo gibt es das nicht? ja, ja, das ist klar. Das ist klar, aber weißt du, man hat ja als Gesellschaft halt das Bild von jemandem, der erfolgreich im Job ist, wo er dann einfach halt, der geht nicht heim gamen. Mhm. Oder geht Speedrunnen irgendwie auf der SNES oder was auch immer. Mhm. Aber eben irgendwie, beim Bismuth ist es so, da zeigt er irgendwie der Carl Sagan zeigt er dort, wie hat der geheißen? Darbian, der ehemalige Weltrekordhalter von Super Mario 1 und so. Das sind alles, ja, zum Teil, was ist er? Ingenieur, ähm, Mikrobiolog, weiß nicht was, also Mhm. ich sehe einen. Also es ist so ein bisschen einerseits eine Nische von der Nische, jetzt, die du so ein bisschen Mhm. auch erwähnt hast. Ähm,
Und für mich ist einfach das Thema beim Game allgemein, solange man es nicht 24 Stunden am Tag macht, 7 Tage in der Woche, dann kann das durchaus ein interessantes Hobby sein. Genau, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, weißt du, also das sind meistens auch erfolgreiche Leute, auch in ihrem Berufsleben. Und dann gehen sie dann halt am Abend nicht irgendwie nach dem Arbeiten noch 6 Stunden go streamen und go Speedrunnen, sondern die machen nicht 2 Stunden Speedrun, wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Abkommen, zum sich ablenken von der ganzen Geschichte. Und nachher, ja, es ist dann mehr so, statt irgendwie eben, die hocken die ganze Zeit vor dem Fernseher oder vor der Konsolen und machen da, eben, wie du gesagt hast, 24/7 einfach ein Ding, ein Speedrun. Genau. Ich sehe ein Klavier hier, einen Mario-Theme-Song, so schnell wie möglich. Ja, genau, das ist doch so ein bisschen der zweite Punkt. Ich sage mal, Speedrun wirklich ein bisschen als Hobby an. Ja. Auch wenn es nicht sehr viel betreiben, da gibt es andere, die das mehr machen. Aber ich denke, wichtig ist, dass man auch, sage jetzt auch mal, alternative Hobbys hat. Bei mir ist jetzt das beispielsweise Musik. Ich sage mal, mehr Zeit als Speedrun investieren, sogar mehr Zeit als das Game selber. Und ich sage, ja, wenn man so einen gesunden Mix von der ganzen Freizeitgestaltung kann erreichen, dann ist das eine gute Sache. Ja, und allerdings, es gibt ja auch mittlerweile Speedrunner, die auch, ich glaube, 100% nur Speedrunner bzw. streamen Mhm. und auch von dem können leben. Also der Leg Attack, ein Weltrekordhalter bei Zelda 1, der hat sich vor kurzem ein Haus können kaufen mit dem Streamzeug. Mhm. Also es ist nicht so, dass man das auch nur als Hobby kann machen. Genau. Ist schon beim E-Sport ja allgemein auch so, Genau. dass es durchaus Leute gibt, die von dem können leben, auch wenn es ein verschwindend kleiner Teil ist, denke Ja. ich, von der Gesamtmasse. Aber auch da gibt es. Genau. Das ist so ein bisschen das Thema, das ich glaube im Video selber nicht angesprochen wird. Diskussionsthema ist Speedrun E-Sport oder nicht. Ja, gute Also Frage. ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Ja, was meinst du? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt mit dem. Ja, ich auch nicht wirklich, aber es gibt viele Leute, die dann streiten darum. Aus meiner Sicht muss man das nicht irgendwie können klassifizieren oder irgendwas. Darum weiß ich es selber auch nicht. Ja, aber. Also ich weiß es nicht, ich kenne mich jetzt mit der E-Sport-Szene nicht so gut aus, aber sollte E-Sport nicht kompetitiv sein? Also du Das ist tust. Speedrun zu einem gewissen Teil auch. Ja, aber weißt du, du trittst schon nicht irgendwo quasi gegen einen anderen an, direkt im Direktduell. Das ist ja das, was wahrscheinlich im E-Sport das attraktiv macht. Mhm. Wenn ein Team, wo eben, sagen wir jetzt mal, Overwatch spielt oder was auch immer, dann nachher kann live vor Ort zeigen, wie er ein anderes Team, wie sie ein anderes Team fertig machen. Das kannst du ja, glaube ich, bei Speedrun nicht wirklich. Gibt es aber mittlerweile auch immer mehr, dass man einerseits so ein bisschen die Online-Turniere macht, Mhm. man effektiv sagen wir mal, eine Chance hat und im 1-2-Duell gegen den anderen tut einen Run zeigen, wo man dann ein bisschen andere Threads muss fahren, man dann nicht kann resetten, also sprich man kann nicht neu anfangen, wenn man irgendeinen Fehler durchziehen. Das geht schon in die Richtung und jetzt gerade, ich glaube, vor ein paar Monaten hat es effektiv auch schon ein Offline-Event gehabt, wo man wirklich dann die Besten im Odyssey, Super Mario 64, was war noch gewesen? Celeste, glaube ich, wirklich eingeladen hat und auch um Preisgeld gespielt hat. Es sind da, Okay. glaube ich, mehrere tausend Franken dann im Gewinnertopf drin gewesen. Und das ist eigentlich ein Rennen gegeneinander, oder wie? Genau, Okay. Okay. also auch das gibt es in diesem Bereich. Gut. Ich stelle dir schnell eine Frage, also beziehungsweise die nächste. Ich muss ganz kurz weg, ich muss schnell zum Hund schauen. Mhm. Aber ich sage jetzt schnell, wo ist das gewesen? Speedruns, die nicht zu 100% durchgespielt werden, sind keine echten Speedruns. Mhm. Ich komme gerade. Gut, dann nutze ich die Zeit gerade mal, um so ein das erklären, wie das so ein funktioniert mit diesen Speedruns und diesen Kategorien. Zwar haben
habe ich mal das Game, das ich mich dafür entscheiden kann. Und ich kann das Game auf mehrere Arten durchspielen. Beispielsweise die häufigste Variante oder die häufigste Kategorie ist Any%. Das habt ihr, wenn ihr es mal irgendein Event gesehen habt, oder sicher auch schon gesehen. Das bedeutet einfach, ich tue das Spiel von Anfang an bis zum Schluss durchspielen, so schnell wie es möglich ist. Das heisst, ich kann brauchen, was mir zur Verfügung steht. Also Glitches, Programmierfehler, die passiert sind, kann ich ausnutzen. Ich gehe einfach möglichst schnell quasi bis zum Ende. Je nach Game ist das Ende nicht ganz klar. Von Mario Odyssey, wo vielleicht die gespielt haben, ist jetzt beispielsweise das Ende vom Spiel definiert, wenn der Endboss besiegt wird, auch wenn es nachher noch weitergeht. Und je nach Spiel ist dann da halt zum Teil also wird es ein bisschen gestritten, wo überhaupt das Ende vom Spiel ist. Und meistens einigt man sich dann nicht schnell drauf. Dann gibt es solche andere Kategorien, beispielsweise 100%, wo, ja, wie das eigentlich sagt, alles eingesammelt werden muss. Das ganze Spiel muss erfüllt werden. Und dann quasi das Spiel dann abgeschlossen wird und dann hat man das dann quasi erreicht. Jetzt im Odyssey sind wir im Any%, am schnellsten durchspielen, sind wir bei knapp einer Stunde. Und 100% sind es dann, glaube ich, irgendwo um die 10 Stunden rum. Ja, ich glaube bei dieser Gegend rum. Wo je nachdem, wie viel Zeit ich investieren will oder was mir am besten gefällt, kann ich dann halt für so eine Kategorie entscheiden. Da gibt es noch diverse Unterkategorien, wo gewisse Zwischenziele müssen erreicht werden, die es dann auch gibt. Also bei Double Dragon ist es hauptsächlich Any%, glaube ich, gell? Es gibt, glaube ich, gar nicht wirklich einen Unterschied zwischen 100% und Any%. Also es ist genau das Gleiche. Also man kann nichts skippen, man kann nichts machen. Also, ja, aber es geht auch unter Any% durch. Ja, weil es eigentlich vergleichbar ist. Und man dann bei diesen modernen Spielen schon noch grösser. Bei Odyssey gibt es momentan etwa 20 Kategorien, die ich runnen kann, die alle unterschiedliche Ziele haben. Das ist das Kürzeste ist, glaube ich, dass man stirbt. Dann muss man möglichst schnell irgendwo von einer Kante fallen, damit man irgendwo runterfällt, dass man gestorben ist. Das sind ein paar Sekunden. Bis hin, dass man die Boxershorts kauft. Das ist dann in einer Kategorie etwa 10 Minuten geht. Bis zu eben 10 Stunden bei 100%. Ja, es gibt viel so, auch noch so Fun-Kategorien und so halt. Genau. Das ist bei Zelda ähnlich eigentlich. Also da gibt es auch, also Any% gibt es, nachher gibt es Any%, also Any% No Up A heisst es, nachher Any% Up A, Any%, nein, Low% gibt es noch. Mhm. Eben 100%, aber 100% ist vernachlässigbar, das macht eigentlich niemand. Und ja. Die Sache ist einfach auch bei dieser Aussage, weißt du, Speedruns, die nicht zu 100% durchgespielt werden, sind keine echten Speedruns. Ich meine, die Kategorie oder beziehungsweise was ein Speedrun ist, dann Speedrunner definieren und nicht die von außen quasi. Also wir müssen uns das von innen raus definieren. Muss man selber entscheiden, was für ein Spiel durchspielen heisst. Genau. Also Casual, das sind jetzt immer so Dings, das sind so fast wie eine Beleidigung. Und die Leute, die das Casual spielen, das ist ja schön, weißt du, ich meine, du musst ja nicht jedes Game speedrunnen, aber eben schlussendlich dann die das Game speedrunnen, entscheiden, was Speedrun ist, egal ob jetzt eben zu 100% oder von mir aus eben nur die Arbitrary Code Executions, wo du zwei, drei Sachen musst machen und innerhalb von 10 Sekunden ist das Game schon durchgespielt. Mhm. Ja. Also, Speedrun ist eigentlich im Grunde genommen schnellste Möglichkeit, also beziehungsweise so schnell wie möglich ein Game durchzuspielen. Also ein definiertes Ziel erreichen mit diesen Oder so, ja. Ja. Genau, definiertes Ziel. Es muss eben nicht einmal sein, dass man das Game durchspielt.
Genau, Poblies sind ja im Prinzip verschiedene Modi, wo man auch durchaus in anderen Disziplinen, also wenn wir in den Sport hineingehen, im Laufsport habe ich vom 80 oder 100 Meter Genau. bis zum Marathon. 100 Kilometer gibt es das auch. Ja, aber glaubst du, was sind es? Unter Marathon Umständen 42 Kilometer oder etwas. Oder Marathon, ja, dann olympisch die längste Distanz ist, da gibt es dann alles die Unterschiede auch. Genau, also das ist Das ist ähnlich. ein bisschen ähnlich, das heisst nicht einfach der Beste, der den Marathon am schnellsten läuft oder der den 100 Meter am schnellsten läuft, sondern Genau. das sind völlig verschiedene Sachen. Es sagt ja auch niemand Das ist irgendwie, ähnlich. ja, das ist nicht wirklich säckeln, wenn man Marathon nicht macht. Das sagt ja auch niemand. Also das ist ja Ja. nicht, ja. Gut, ja, okay, das ist schnell. Speedruns werden auf Emulatoren gespielt und benutzen Hacks. Also jetzt, ich kann schnell mein Setup zeigen. Mhm. Ich habe, also für meine Speedruns, ich benutze also es gibt schon Kategorien, wo man Speedruns benutzt, Emulatoren benutzt. Hacks werden sowieso nicht erlaubt. Das ist illegal. Und Emulatoren sind auch nur also je nach Spiel gewisse Nummer erlaubt. Also auch nicht alle Emulatoren. Und wenn man es mit Emulator runnt, dann muss man auch noch gewisse Bedingungen erfüllen. Man muss sehen, dass es ein Emulator ist. Das heißt, man muss einen Frame Counter, bla bla bla. Auf jeden Fall bei mir, also ich spiele es auf Original Hardware. Ich habe einen, sieht man es da, einen japanischen NES. Ich drücke schnell auf mich allein schalten, geht es ein bisschen einfacher. So. Das ist ein japanischer NES. AV Famicom heisst das. Das ist der zweite Toploader, der zweite Modell, der rausgekommen ist. Und da habe ich mit dem Controller zusammen habe ich etwa 200 Schutz gezahlt für das in der Schweiz. Nachher habe ich noch einen HDMI-Mod. Da bekomme ich da HD-Bild raus. Kostet auch nochmal etwa 300 Stutz. Und ich habe mir einen Everdrive gekauft. Für die es nicht kennen, das ist eine Kassette, eine Spielkassette, wo eine SD-Karte rein tun und Save States, also kannst speichern und so weiter und einfach Games, die du willst, kannst drauf tun. Das kostet auch nochmal etwa 100 Stutz. Das heisst, ich habe insgesamt 2, 5, 6, 700 Stutz an jetzt zahlt nur für das. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt angeben mit dem, was ich habe. Es geht mir mehr darum, dass man es eben auf Original-Hardware spielt. Also ich habe da noch Dings. Das ist, glaube ich, das ist US-Version. Das ist die europäische Version. Und irgendwann sollte noch die japanische Version. Ah, doch, da. Und die japanische Version. Also es geht mir mehr darum, dass hauptsächlich, also im Normalfall, spielt man das Zeug auf der Hardware. Nicht alles. Du spielst ja auch viel. Deru ist, glaube ich, ein PC-Game, oder? Der ist Switch und PC, genau. Auf was hast du es gestern gespielt? Auf PC. Die schnellste Variante ist. Ursprünglich haben wir das einfach, mein Kollege und ich, so gedacht, dass wir ein Schweizer Game zeigen können. Am Schweizer Marathon. Dort haben wir es auf der Switch gespielt. Und haben das mal so eintrainiert und einfach gesagt, ja, dann haben wir das gespielt, haben es gezeigt und dann können wir das quasi ad acta legen. Da ist es dann aber so gekommen, dass dann zwei andere dann das auch noch gerannt haben. Die sind auf dem PC unterwegs gewesen, was dann einiges schnellere Ladezeiten bedeutet etc. Darum haben wir dann auch geswitcht. Okay. Also, aber wie gesagt, Emulatoren sind grundsätzlich nicht verboten. Aber es ist halt... Also wenn ihr schaut, Mario 64, das ist das Game, das am meisten gerannt wird. Mario Odyssey ist eines von denen, ich glaube, das zweite, wo am meisten gerannt wird. Und Zelda Ocarina of Time, ich glaube, das sind die drei meist gerannten. Celeste. Mittlerweile auch noch, genau. Also die Top Mario 64 Gamer spielen es auf der Originalkonsole. Mario Mhm. Odyssey muss man auf der Originalkonsole spielen. Emulatoren gibt es wahrscheinlich keine, die
unterstützen im Moment. Genau. Und Ocarina of Time genau gleich. Das wird alles auf der japanischen Konsole, aber es ist Originalkonsole. Wie gesagt, also Emulatoren sind dann sinnvoll, wenn du ein Game willst runnen, wo das Game selber irgendwie 800 Stutz kostet oder so. Mhm. Dann würde es noch Sinn machen. Ja, oder wenn man überhaupt mal ausprobieren, ob das für mich überhaupt etwas ist. Genau. Dann wollte ich nicht da Hunderte von Franken investieren, um an die Hardware ranzukommen, sondern dann probiere ich es einfach mal einen Emulator aus. Ich kann dann immer noch später entscheiden, ob ich dann auf die richtige Hardware wechsle. Was dann immer einen gewissen Aufwand bedeutet, logischerweise. Genau. Also jetzt im Odyssey ist es so, ja, das heisst, ich brauche mal Konsolen, die ich spielen kann. Das reicht in den meisten Fällen auch. Es ist zwar ein Video, muss man zwar einreichen von dem Run. Man hat einfach nur die Zeit einreichen, sondern man muss das Video auch dazu einreichen. Genau. Aber da kann man beispielsweise auch mit dem Handy den Fernseher abfilmen. Ja. Das ist völlig legitim und wird auch oft so gemacht, bis man dann ein bisschen mehr erreichen will und man dann irgendeine Capture Card hat dazu kauft. Ja, Also, da habe ich vergessen, stimmt. Da kommt mal etwa 150 Stutz Capture Card noch dazu. ja. Also jetzt aber, ich sage mal, bei diesen modernen Konsolen mit Digitalanschlüssen recht einfach zum Handeln ist. Ja. Also der HDMI-Mod, den ich jetzt auf meiner NES habe, das ist nicht Pflicht. Ich hatte so einen billigen Upscaler gehabt. Ich wollte es einfach machen, damit es gut aussieht. Genau. Es geht eigentlich nur um das. Gewisser Qualitätsanspruch, den man hat. Genau. Also das andere hat dann nachher OSSC habe ich auch überlegt, aber da hätte ich noch RGB-Mod müssen machen und dann habe ich gedacht, dann mache ich lieber HDMI-Mod gerade. Zu dem, was du vorhin geschrieben hast, Bobby, nein, nicht Bobby, sorry, Swisspector. Wie ist es mit Glitches? Zu dem kommen wir eben gerade. Das ist auch eine Aussage. Glitchen ist Cheaten, also wenn Glitches benutzen, ist Cheaten und weniger beeindruckend als normal durchspielen. Das ist so mein Lieblingspunkt, wenn ich habe auch schon mit meiner Freundin über das diskutiert und sie hat auch gesagt, ja, ich kann es verstehen, dass man das so sieht. Also, willst du etwas dazu sagen? Nein, fang du mal an. Also, Glitchen. Es ist ja so, es gibt sowieso. Was kann ich. Warte schnell, welches gibt es da? Wie auch immer, man kommt jetzt gerade spielen, die sind. Wie ist es mit Glitches? Es gibt Kategorien, wo Glitches erlaubt sind bei gewissen Games und es gibt No-Glitches-Kategorien. Also, Glitches sind grundsätzlich je nachdem, also meistens erlaubt. Muss aber nicht sein. Also, es ist immer unterschiedlich. Und jetzt zum Beispiel bei. Genau, OOT wird glitcht, aber es gibt auch OOT-Runs, wo keine Glitches drin sind. Das sind verschiedene Kategorien. Es gibt Genau, auch, die werden auch separat gewertet. Dann. genau. Und die haben, wenn es wirklich darum geht, die allerschnellste Zeit zu machen, dann ist es meistens mit Glitches. Aber es gibt die meisten, ja, viele Kategorien, also was ist das? Viele Games haben separate Kategorien, was Glitch und also mit Glitch und ohne Glitch. Es gibt auch zum Beispiel bei A Link to the Past ohne Out of Bounds, dass man nicht raus darf gehen. Weil dort hat man Spiele in 5 Minuten durchgespielt. Und es geht auch mehr darum, bei so Sachen, dass es am Zuschauer auch gar keinen Spaß macht, wenn das Game nach 5 Minuten schon fertig ist und man hat eigentlich gar nichts gespielt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn der Glitch extrem viel Aufwand braucht, wirklich so Pixel- und Frame-Perfect Inputs muss machen, dann ist es natürlich wieder beeindruckend, wenn er es schafft. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel bei OOT jetzt Dings ist. Rekord ist, ich sage jetzt mal, 16, 17 Minuten. Und das sind dann zum Teil Sachen, wo sie dann wirklich so Frame-Perfect und Pixel-Perfect Zeug machen. Das ist dann natürlich wieder beeindruckend. Und bei Double Dragon, wo ich runne, gibt es keine Glitches. Es gibt schon Glitches, aber die sind nicht hilfreich. Bei Zelda 1, wo ich runne, das mache ich zwar nicht so oft, gibt es 2, 3 Glitches, aber das ist auch nicht so. Und Mega Man 2 habe ich eigentlich wegen dem angefangen, weil ich die Glitches, die dort verwendet werden, mich extrem beeindruckt haben.
Also das Game selber finde ich sowieso geil. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Was meinst du? Mhm. Ja, also muss vielleicht noch klarstellen, was Glitch überhaupt Ja, sind. Das ja, sind stimmt. mal per se, ich sag mal, Programmierfehler, die von den Entwicklern unbewusst ins Spiel integriert worden sind, wo man so kann ausnutzen kann. Und du hast Out of Bounds erwähnt, das ist dann, wenn ich quasi einen Bereich vom Spiel erreiche, wo der Entwickler nicht vorgesehen hat. Das ist dann meistens, wenn ich irgendwelche Wände kann durchgehen, obwohl es eigentlich nicht vorgesehen ist. Es gibt dann aber auch Sachen, die dann das Spiel zum Abstürzen bringen. Genau. Dann meistens nicht so hilfreich. Das ist jetzt mal so ein bisschen die Definition. Ist vor allem, ich sage mal, bei den älteren Spielen noch mehr ein Thema als bei den modernen, weil bei den modernen Spielen wird es meistens dann rausgepatcht, wo dann eben mit einer neueren Version dann gar nicht mehr geht. Bei den älteren Spielen sind eigentlich rausgekommen, dann wird das ja meistens nicht mehr nachgepatcht. So. Die sind einfach in dem Stand, wo sie mal released worden sind. Genau. Odyssey, die ich vorher erwähnt habe, ja, also vieles ist nachgepatcht worden, also dass man die Fehler korrigiert hat oder ich sage mal versucht hat zu korrigieren, zum Teil hat es geklappt, zum Teil nicht. Das ist einfach der Vorteil, dass die Masse von denen, die das spielen oder auch runnen, so groß ist, dass dann gleich wieder für Glitches gefunden worden sind. Und so ist das von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich. Ja. Ja, es gibt ja auch Dings. Ich glaube, es ist sogar von Miyamoto. Bei Mario 1 gibt es ja so den Glitch, wo in die Minuswelt kannst gehen. Du musst so einen speziellen Jump machen in der ersten Welt, im zweiten Level. Und dann bist du dann in so einem Level drin, wo eigentlich gar nicht hättest dafür gehen. Und die Miyamoto hat dann nachher gesagt, ja, hey, es ist halt ein Fehler. Ich meine, das gehört genau gleich zum Game wie alles andere auch. Genau. Und das ist es eben auch. Und zu dem wollte ich auch noch kommen, Bobby. Wie werden Glitches gefunden? Ja, ich überlasse dir. Hast du schon mal Glitch gefunden, besser gesagt? Ich? Ja. Du Glaube es kannst. nicht. Ich glaube es nicht. Also in der meisten. Ich meine, das ist ja. Wie werden die Glitches gefunden? Wenn du irgendein Game spielst, dann findest du halt den Glitch. Je nachdem halt. Per Zufall. Ich habe wahrscheinlich schon mal etwas gefunden, aber ich kann mich jetzt nicht gerade erinnern. Also es ist effektiv, man spielt es durch. Man hat, ich sag mal, auch so ein bisschen Erfahrung, wenn man andere Spiele, wo man so ein bisschen sieht, ja, dort passiert das und das, dann könnte es eine Punktion nicht mal ein bisschen genauer muss anschauen. Entsprechend einfach so lange probieren, bis irgendetwas passiert, was nicht vorgesehen ist. Und dann, ich sag mal, in den meisten Fällen ist dann einfach irgendeine lustige Sache passiert, dass ich irgendwo feststecke und nicht weiterkomme oder irgendetwas. Genau. Aber wenn ich dann Glück habe, dann ist das ein effektiv auch halt gut. Ja, und die andere Art, wie man Glitches findet, ist genau das, was der Bobby gesagt hat. Es gibt einen Tool Assistant Speedrun, also heisst es TAS. Und die Leute tun dann nachher dort Frame by Frame sie das Game so quasi durchspielen und schauen den Code an, was da alles kann passieren kann. Oder man fliegt durch den Boden, genau. Und die können dann nachher sagen, das und das wäre möglich. Die haben dann nachher mehr so Inputs, wo sie dann irgendwie 6000 Inputs pro Sekunde oder was auch immer, was dann nachher nicht menschenmöglich ist. Aber die meisten Sachen sind dann nachher, es gibt vieles dann nachher, wo ein Mensch dann das nachher auch anwenden kann. Also die Leute gehen wirklich, also müsst ihr mal anschauen, TAS auf YouTube, TAS Speedrun, irgendein Game. Und die spielen alles perfekt. Die können Frame Perfect und Pixel Perfect Inputs geben und Jumps machen oder was auch immer. Und so werden die Glitches auch herausgefunden. Genau. Das ist wirklich eine Art so eine Unterkategorie von Speedruns. Genau. Das eine ist so das, was wir zwei betreiben, das ist, wo man effektiv Spiele durchspielt. Das ist dann das Tool unterstützte. Ich dann
beispielsweise jetzt bei Odyssey die 60 Frames, zu jedem von diesen 60 Frames in der Sekunde genau kann bestimmen, was für einen Input erfolgt und so dann gewisse Sachen dann einfacher. Und, Ja. ja, Super Mario 64 zum Beispiel hat man sehr schnell gewisse Tricks, wo man nur so erreicht hat, und auch können übernehmen, dass man es dann auch wirklich selber hat können spielen. Dass man effektiv das Spiel zuerst mal nur mit einem Stern hat können durchspielen, obwohl man 7 hat, und dann später sogar mit 0 Sternen, wo man ursprünglich denkt, dass das gar nicht möglich ist, und nachher hat man einfach nur mit diesen Tools möglich, aber mittlerweile kann man es auch normal machen. Ja, genau. Giga. Giga Games, ja, das habe ich früher auch noch geschaut. Ja. Kennst du das? Games TV. Ja, sagt mir schon mal etwas, ja. Giga Games. Ja, das habe ich viel geschaut früher. Ja, aber eben, es gibt auch Dings. Auf YouTube gibt es auch so ein Video, irgendwie Accidental Shortcuts oder Accidental irgendetwas, wo die Leute irgendwie das, eben, wie er gesagt hat, das Game gespielt wird. Dann plötzlich passiert irgendetwas und dann hast du halt irgendeinen neuen Glitch herausgefunden. Das ist meistens per Zufall. Und es hat auch zum Beispiel irgendwie neu, ich glaube, es war Easyscape, glaube ich, das Video, bin ich jetzt nicht mal sicher. Der hat auch ein Video, wo er dann nachher sagt, sie wissen nicht, wie er das gemacht hat. Und sie geben 1000 Stutz für den, der herausfindet, wie das funktioniert. Und sie haben es bis heute nicht herausgefunden. Dann würde man dann nachher irgendwie 5 Minuten Zeit sparen in diesem Game. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Game das war. Also, ja, Zufall. Ist jetzt bei Odyssey beispielsweise das Out of Bounds, dass man dort durch die Wand kann durchgehen kann, ist vom Zinpars quasi entdeckt worden, per Zufall. Ein Schweizer Speedrunner, der Beste von Odyssey. Der ist dann einfach hat quasi den falschen Knopf gedrückt und ist dann durch die Wand gefallen. Dann ist es dann relativ schnell gegangen, bis man herausgefunden hat, wie das geht. Oder der hat quasi als erstes das gefunden. Und dann so, sagen wir mal, den ganzen Speedrun von dem Spiel dann verändert, indem wir dann sehr viele Sachen können machen, die wir vorher gar nicht können. Also falls das ist also quasi auch eine Schweizer Erfindung. Ja, also falls irgendjemand das Game spielt und Glitch entdeckt oder so, dort das mal irgendwie aufnehmen, posten. Vielleicht hilft das für den Speedrunner weiter. Genau. Ein Weltrekord ist perfekt und man kann es nicht mehr schlagen. Offensichtlich nicht. Nein, das wäre auch komisch. Ich denke, wir kann immer weitergehen. Es hat sich ein bisschen Aufwand, dass man investieren will, um das zu erreichen. Aber tatsächlich ist immer mehr möglich. Mit dem Task, den wir vorher erwähnt haben, die Perfektion zu erreichen, indem wir dann wirklich irgendwann sagen, wir haben jetzt wirklich alles ausprobiert, jedes Frame, jeder Input stimmt. Da kann man irgendwann sagen, es ist perfekt, aber ein Jahr später merkt man dann wieder, dass man irgendetwas missachtet hat, etwas Neues gefunden hat, und dann geht es gleich wieder weiter. Also es gibt gewisse Games, wo man glaube ich nicht mehr schlagen kann. Also Weltrekord nicht mehr schlagen kann. Aber das ist dann meistens, weil das Game so programmiert ist, dass es einfach halt nicht mehr schneller geht. Also das Beispiel ist da Dragster auf der Atari-Konsole. Von einem, also Speedrunner wissen da. Das berühmtes Beispiel. Genau, das berühmtes Beispiel. Und es ist ja so, dass es ist programmiert, also im Code drin, dass man eine gewisse Zeit nicht schlagen kann. Ich sage jetzt mal 6,4 Sekunden oder was auch immer. Das ist jetzt irgendein Beispiel. Und die Zeit kann man nicht schlagen. Das geht einfach nicht. Es geht einfach programmiert. Also es ist so implementiert im Game. Solche gibt es. Und jetzt auch Super Mario 1. Dort ist, glaube ich, der Unterschied zwischen TAS und Menschen möglich auch nicht mehr so gross. Genau, ich glaube bei wenigen Frames. Also genau. Quasi beim ersten Level sieht man es, dass man einfach immer auf die Speed-Taste drückt und immer nach rechts drückt und dann am richtigen Ort kumpelt.
Es geht einfach gar nicht schneller. Genau. Das ist man schon hat man das Maximum schon erreicht. Genau, also das Lustige ist, man hat letztes Jahr gesagt, wir spielen Maximum und letztes Jahr ist es aber, glaube ich, 3-mal geschlagen worden, der Rekord. Mhm. Man geht davon aus, dass man es noch schneller machen könnte, aber da braucht man einfach alle Glück der Welt und alles muss perfekt laufen. Also, aber grundsätzlich ist ein Weltrekord nie perfekt. Also ein Mensch ist ja nie perfekt, das heißt, es kann nicht perfekt sein. Genau. Also, jeder könnte schneller sein. Jede Zeit ist schlagbar. Ja, das wäre ja auch ein bisschen kritisch, wenn ein Mensch perfekt wäre. Genau. Genau. Aber jetzt ehrlich gesagt, wenn man denen zuschaut, kann man schon fast meinen, das sind irgendwie Roboter, die das spielen. Also, weil sie halt Tausende von Stunden investiert haben und einfach alles in der Muscle Memory drin haben und wissen, wie alles wird reagieren und so. Aber, Mhm. Mhm. aber es würde auch gar keinen Spaß machen, wenn man würde wissen, der Weltrekord ist perfekt, dann würde das auch niemand mehr runnen wahrscheinlich. Das Ziel ist dann nachher wirklich halt an die Limite zu gehen und einfach die Zeit so weit wie möglich abzuziehen. Ja, danke auch, ja. Ja. Und RNG, also Random Number Generator, also Glück eigentlich in diesem Zusammenhang, spielt halt bei den meisten Games auch sehr große Rolle. Und die ist halt auch nie perfekt. Also es müsste wirklich alles perfekt laufen, damit es Mhm. wirklich ein perfekter Weltrekord ist. Mhm. Ist vielleicht so ein Aspekt, dass der Zufall, den du angesprochen hast, das RNG, wo man die Spiele auch noch kann, sagen, unterscheiden voneinander. Da gibt es solche, wo nichts Mhm. zufällig ist, wo man effektiv, wenn man irgendeinen Fehler macht, bin ich schuld, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe zum falschen Zeitpunkt. Und gewisse Spiele, wo dann der Glücksfaktor, der Zufallsfaktor ein bisschen höher ist. Dann, wo es dann mehr darum geht, wie du ich quasi einen falschen Zufall reagieren. Wie handle ich denn das? Ja. Das sind also so ein bisschen zwei verschiedene Arten. Dann. Oder eben allerdings manipulieren halt. Das geht ja auch noch. Genau. Dass man Glück manipuliert quasi. Also Bewegung oder was auch immer vom Gegner manipulieren, dass es dann nachher für dich halt vorteilhaft wird. Genau, weil ja das Game per se keinen richtigen Zufall kann berechnen. Genau. Das ist immer von irgendetwas abhängig, wo man unter Umständen dann selber auch kann beeinflussen Genau. Das ist meistens eine Reaktion halt auf das, was du machst. Ja. Speedrun ist schwierig zum Einsteigen. Mhm. Mhm. Haben wir glaube ich auch schon geredet. Ja. Je nachdem, in welchem Bereich es man gehen. Sagen wir mal, entweder geht bekanntes Spiel, Zelda, Mario, wo die Hürden, dass man weit vorne kann mitmachen, extrem hoch sind. Wenn nicht fast unmöglich, sage ich jetzt mal. Mhm. Und man sehr schnell reinkommt, weil es dermaßen viel Unterstützung gibt und ich sage, die Leute, die es auch schon aktiv runnen, sich extrem freuen, wenn es neue Leute probieren, die einem dann auch unterstützen. Also da, dass man eben einen der gerade ablehnt, weil man jetzt Angst hat, der schlägt mich, gibt es, denke ich, fast nicht in dieser Szene. Mhm. Und das andere ist, da suche ich mir halt Spiele, wo es noch keine Runs gibt. Dann ist, sagen wir mal, die Einstiegshürden auch ziemlich gering, weil ich dann mehr oder weniger den Weltrekord schon auf sicher habe, wenn ich einen mal dann noch meine Zeit kann verbessern. Also in Speedrun einsteigen muss ja nicht unbedingt heißen, dass du unbedingt gerade musst vorher mitspielen. Genau. Das heißt, also auf der anderen Seite, also die Games, die er jetzt gesagt hat, sind eher noch zum Einsteigen geeignet. Weil es wird so viel gerannt, es gibt so viele Leute, die das spielen. Du hast wahrscheinlich schon 10.000 Videos auf YouTube, die dir erklären, wie du das Spiel musst spielen. Es gibt Anleitungen, es gibt auch Internetseiten. Bei Zelda 1 gibt es eine Internetseite, die sich nur um das kümmert. Wo du eigentlich nur noch musst lesen und das Zeug ausführen, was dort steht.
Ja, genau. Bei Mega Man zum Beispiel auch. Bei Mega Man gibt es mehrere Videos, je 3 Stunden und das geht irgendwie zum Teil nur um 2 Levels. Also, ähm, also der Einstieg machst du eigentlich ganz einfach. Du weißt, ein Spiel oder gefällt, wo du immer wieder, du musst dir überlegen einfach, du spielst das Game immer und immer und immer wieder. Also, du musst einfach denken, so, ab welchem Game kotze ich nicht nach 3 Mal oder nach 5 Stunden. Ja. Oh, darum spiele ich auch lieber ein bisschen kürzere Games. Ich könnte jetzt nicht irgendwie ein 3 Stunden Game runnen. Mhm. Mhm. Das ist der Anfang. Und dann spielst du das Game halt immer und immer und immer wieder durch. Casual. Für den Anfang. Und dann kannst du langsam schauen, dann schaust du nachher mal den Weltrekordhalter. Wie spielt er das Game durch? Dann probierst du nicht zu imitieren. Und dann tust du mal schauen, was für Zeiten das du hast. Auch wenn du richtig scheiße spielst, ist es scheißegal. Und dann kämpfst du eigentlich gegen dich selber. Das Ziel wird dann nachher sein, dich selber zu verbessern und nicht irgendwie mit dem Weltrekordhalter. Also klar, das ist auch das Ziel. Also ich meine, also muss nicht unbedingt sein, aber wenn du jetzt Das wirklich soll aber nicht das primäre Ziel. genau, also wenn du Ambitionen hast, kannst du dich nachher schon mit dem Weltrekordhalter messen. Je nachdem, was für ein Game das ist. Aber du musst eigentlich mit dir kämpfen. Also du musst dich mit dir messen. Mhm. Also Dings, wegen kürzere Games, Bobby. Wie heisst es? Double Dragon 2 haben wir in 12 Minuten durch. Also, und ich komme ab dem schon ab und zu das Kotzen über. Heißt aber natürlich auch, durch die Kürze vertreibt es keine Fehler. Oder Genau. weniger Fehler. Genau. Ist das Weltrekord? Das ist, glaube ich, der Weltrekord, gell? Ja. Nein, also im Dings, ich spiele. Ich kann nicht sagen, es jetzt nochmal. Wo ist die amerikanische Version? Das ist die amerikanische Version da. Bei der da. Bei der amerikanischen Version haben wir 12.03, glaube ich. Ist zweiter Platz. Die erste hat 11.35. In der japanischen gibt es 3 Kategorien. In allen 3 sind wir Weltrekordhalter. Und in der europäischen Version gibt es eine Kategorie. Und dort sind wir auch Weltrekordhalter. Aber ich meine, das klingt jetzt so grosskotzig, aber wir sind fast überall allein. Also nicht allein, aber es gibt ein, 2 Runner geht's dort. Aber, also Dings, die japanische Version easy haben wir in 10 Minuten durch. Mhm. Du bist, glaube ich, das letzte Mal dabei gewesen, wo wir das gestreamt haben. Ja, genau. Also 10 Minuten 45 oder so. Ich bin 4-facher Weltrekordhalter, was willst du noch mehr? Tut sich gut im Lebenslauf. Ja, natürlich. Hallo zusammen, ich bin 4-facher Weltrekordhalter in Double Dragon 2. Ja. Und eben durch das längere Spiele machen dann halt zum Teil mehr Spaß, weil man einfach nicht bei jedem Fehler wieder muss neu anfangen. Ja. Und dann kann man es effektiv durch. Ja, das ist aber genau das. Darum bekomme ich das Kotzen über. Der erste Screen bei Double Dragon ist bei mir so eingebrannt in die Augen. Ich habe das nicht mehr gesehen. Und mein Bruder ist einfach so einer, wenn ein kleiner Fehler passiert, nochmal. Und ja, sagt ihr immer auf Original-Hardware, wenn ja, wie mit Scaler bei Retro-Sachen. Also eben, ich habe vorhin meine NES gezeigt, also mein Famicom. Verstehst du Schweizerdeutsch? Sonst mache ich schnell Hochdeutsch. Rendering Ranger. Ihr habt ja Deutsch. Okay, super. Ich habe ein Original Famicom und ich habe da HDMI-Anschluss. Also da brauche ich, und ich spiele halt nur auf der NES und darum brauche ich keinen Upscaler. Wegen Upscaler, ich würde bei der, wer hat das geschrieben gehabt? Der OSSC. Wo ist der gewesen? Da, der Bobby hat den OSSC. Da müsstest du einfach einen RGB-Mod haben.
oder du kaufst dir allerdings, wie hat das geheißen, der Framemeister, der kostet auch etwa 300 Stutz, glaube ich. Aber dafür kannst du halt mehrere Konsolen anschließen. HFC mit RGB-Mod und was jetzt eben. Genau, Framemeister gibt es nicht mehr. Okay. Ja, ich meine, das ist wieder letztes Jahr oder so eine neue Ladung rausgekommen. OSSC habe ich am Anfang auch überlegt. Es ist auch recht billig im Vergleich zum Framemeister, aber jetzt alles noch RGB-Modden habe ich jetzt nicht so viel Bock gehabt. Und vor allem ich spiele ja nur, also hauptsächlich Famicom bzw. NES. Ja. Und vorher hatte ich einfach so einen billigen China-Upscaler gehabt. Jetzt halt da für den Anfang, also 20-30 Franken habe ich gezahlt für das. Und du spielst ja gar keine Retro-Sachen, gell? Restvoll. Nein, Genau. bis jetzt nicht. Er macht mir den Weltrekord streitig, ich sehe es auch. Sind eigentlich die Super NT, Sega und Nintendo von analog erlaubt? Ich glaube schon im Fall. Ich bin mir nicht sicher. Das müsste ich mal fragen. Aber Gibt es denn Double Dragon oder Mega Man schon als Virtual Console? Also beispielsweise auf der Switch oder auf der Wii oder irgendwo? Double Dragon 2, ja. Die Mhm. gibt's. Mega Man auf der Wii U. Ich glaube es draussen gewesen. Mhm. Aber Das wäre natürlich auch immer eine Alternative, wo je nach Spiel auch als Original-Hardware zählt, weil es effektiv, genau. sage ich jetzt mal, von Nintendo oder von einem Hersteller auch immer rauskommt. Aber zum Teil logischerweise auch anders gewertet wird. Genau, es gibt Kategorien, wo nur also VC, Virtual Console oder was auch immer da vorkommen. Deswegen analog bin ich mir nicht sicher im Fall. Kann ich dir nicht sagen. Müssen wir mal fragen. Müssen wir nachher fragen. Everdrive, ich weiß es nicht im Fall. Also solange man nicht speichert zwischendrin oder neu ladet, sollte das eigentlich nicht so ein Problem sein. Habe ich das Gefühl. Weißt du irgendetwas davon dazu? Wegen dem Everdrive, weiß ich auch nicht. Ist die nicht, nein. Ja. Ja. Das sind eher die Experten dann. Ich wollte mal fragen im Double Dragon 4 Discord, aber ich habe es irgendwie verhängt. Aber ich glaube, also was ich weiß ist, ich habe das da habe ich auch noch, das habe ich aber noch schnell ausprobieren. Das da. Der NES Advantage, der Fight Stick von NES. Und ich habe mal gefragt wegen Turbo. Und logischerweise ist Turbo nicht erlaubt. Und sie haben einfach gesagt, falls du es jetzt doch würdest verwenden, den Controller, müsstest du halt irgendeine Kamera drauf zeigen, damit man sieht, dass... Das ist das Abfilmen, ja. Genau, damit man sieht, dass du Turbo nicht drin hast. Das ist quasi, dass jedes zweite Frame einen Knopf drückt. Ich glaube, jeder Frame sogar. Oder jedes Frame sogar. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es erst kurz gespielt, also ein bisschen ausprobiert. Es ist am Mittwoch habe ich es gekauft. Die Sache ist, mein Bruder ist immer am Motzen wegen Controller. Ja, ich habe nie ein Problem mit dem Controller. Er hat immer nur ein Problem mit Controller. Ich habe gehört letztes Mal, als ich zugeschaut habe. Ja. Genau, er ist immer nur am Motzen. Und dann dachte ich, ich kaufe den jetzt mal, damit er noch das ausprobieren kann. Er hat eben am Anfang... wo ist es? Da. Er hat am Anfang mit dem originalen NES-Controller gespielt. Kennst du den, oder? Den NES-Controller. Ja. Der NES Mini ist das Jahr noch rausgekommen. Shit, ist der geil, ich muss den mal putzen. Der da. Sieht man es. Er hat am Anfang mit dem da gespielt. Ich habe auch mit dem gespielt, aber mit die Ecken tun mir an der Hand weh. Nach 3 Stunden. Und nachher habe ich... Wollen wir mit dem mal spielen? Das ist ein Duckbone-Controller, auch original. Ich finde das easy, ich finde das gemütlich. Es ist allerdings, es tut nicht so weh an der Hand. Und mein Bruder hat auch am Anfang mit dem Viereckigen gespielt. Und nachher
ja, der Controller. Nachher hat er der ist ja viel besser, der Doc Bone, hat er nachher mit dem. Und jetzt hat er letztes Mal, wo du reingeschaut hast, hat er mit dem gespielt, hat er wieder gemotzt. Und jetzt habe ich mal eben so den Advantage gekauft, mal schauen, aber ich glaube, dort wieder noch mehr motzen. Ich bin nämlich nicht klar gekommen mit dem Controller bis jetzt. Der Ranger erwähnt noch etwas wegen dem Monitor. Ja. Ob CRT nicht geeigneter wäre. Kommt ein bisschen aufs Spiel drauf an. Die neuen Konsolen, die sowieso schon HDMI oder Digitalanschlüsse haben, da bringt es nichts. Da ist wahrscheinlich einfach einen PC-Bildschirm mit kurzer Reaktionszeit wahrscheinlich am geeignetsten. Bei Retro-Spielen da werden oft dann mit CRTs gespielt. Eher Ja. wahrscheinlich nicht wegen dem HDMI-Mod, oder? Ja, genau. Aber ich habe so einen Übergangsfernseher. Habe ich. Also das ist so ein Ding zwischen CRT, also es ist schon ein Flachbildschirm, aber wie sagen wir dem, HD-Ready ist das gewesen. Ja. Und der hat noch alle Anschlüsse und es ist kein Input-Lag. Also wenn es Input-Lag hat, dann könnt ihr die Games nicht spielen. Mhm. Also die Schläge, vor allem bei Double Dragon, dort hast du 4 Frames Zeit. Und wenn ich das an einem normalen HD-Fernseher spiele oder 4K-Fernseher spiele, bekomme ich das nicht an. Mhm. Dann muss ich irgendwie eine halbe Stunde früher drücken, damit es überhaupt den Input mal liest. Aber bei dem, Input-Lag geht nicht. Also ich kann nicht spielen mit Input-Lag. Ja, geht bei mir ähnlich, je moderner so mehr Lag hat er. Ja. Ich sage mal gefühlt, zum Teil kann man sich ja das Zeug abstellen, die Optimierungsverfahren. Das Game geht aber Mode und nicht so immer. Zeug. Genau. Ja. Sonst ist es so, ich sage mal, wenn man immer mit der gleichen Hardware spielt, dann merkt man es nicht gross, weil merkt man den Unterschied dann einfach, wenn man wechselt. Und bei Odyssey merke ich es beispielsweise, wenn ich auf einem moderneren Fernseher spiele. Ich sage mal, als normales Casual-Spiel merke ich gar nichts. Aber sobald ich dann Odyssey, wo ich wirklich so die Bewegungen intus habe und genau weiss, was ich drücken will, dort merke ich es dann sehr stark, dass ich die ganze Zeit in die Wand rein tatschen und so Ja. weiter. Ja, also das war bei mir so, als ich bei Switch Online eben Double Dragon probiert habe. Ich habe das nicht, ich habe es nicht geschafft. Ja. Ich habe es nicht geschafft. Also allerdings, Mega Man habe ich auch mal gespielt auf der NES Mini. Und ich schaffe dort die gewisse Jumps einfach nicht. Ich meine, NES Mini, so wie ich weiß, hat selber schon Input-Lag. Und dann nachher zum Fernsehen jetzt nochmal Input-Lag. Ich verrecke jedes Mal. Jo. Ja, am Helvetic Speedrunner-Marathon haben wir sogar solche, die dann ihren eigenen Monitor dann mitgenommen haben, irgendwo in einen Rollkoffer reingepackt haben und dann mitgenommen haben und auf der gleichen Hardware können spielen, wie sie es die geübt haben. Auch das gibt es dann. Also falls ich dort ankomme und eingeladen wird oder beziehungsweise irgendwie angenommen wird, ich muss auch meinen eigenen Fernseher mitbringen. Keine Chance. Ja. Keine Chance, also Und ich meine, das staune ich gerade bei ESA oder GDQ, die haben das meistens nicht, weil ja, das sind zum Teil Europäer und nachher auf Amerika den Run zeigen, haben kurz ein paar Minuten Zeit, um sich da effektiv einspielen vor Ort. Ja. Zeigen dann doch eine gleichbare Leistung, wenn sie die in ihrer eigenen Bude hocken und Genau. das zocken, und das finde ich recht erstaunlich. Die Mini-Konsolen, also du hast schon recht, das ist schon blöd wegen der Input-Lags und weiss nicht was. Aber ehrlich gesagt, bevor ich jetzt das ganze Setup gekauft habe, habe ich Zelda auf dem Grund. Es ist einfach halt, wie viel hat das gekostet am Anfang, ein NES Mini? 60, 70 Franken. Und du kannst speichern, du hast kein Everdrive gebraucht, du kannst schnell speichern und wieder laden. Also für den Anfang finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Für einen Einstieg, für einen Budget-Einstieg, sage ich jetzt mal. Aber wenn du nachher wirklich das Gefühl hast, doch, jetzt komme ich nicht mehr an und ich muss das Frame Perfect machen und weiss nicht was, dann musst du, und das ist auch eine Umgewöhnung natürlich noch. Also den Input musst du nachher nochmal umgewöhnen. Aber
Aber für so Budget-Einstieg finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ja, drücke die Spiele mal ausprobieren offiziell. Machen die durchaus Sinn. Ja. Also statt auf dem Emulator, was du dann nachher wahrscheinlich auch noch Input-Lag hast, Mhm. Controller anschließen, irgendwie, oder nachher auf einem Xbox-Controller spielen oder was auch immer, da ist nachher wenigstens der also originalgetreue Controller in der Hand. Mhm. Ja. Jo. Gut. Hast du noch einen Input ohne Lag? Oh, der hat doch noch etwas. Gibt es denn auch Runs in 50 Hertz PAL? Wenn man mal 60 Hertz kennt, wird man ja nicht mehr zurück. Oder ist Speedrunning-Szene generell auf 60 Hertz aus? Also bei Double Dragon habe ich jetzt allerdings einen Run gemacht mit dem Brüder auf PAL. Und du hast recht, es ist der Tod. Es ist Zeitlupe. Slow Motion, Ja, wo dann läuft. ja, es ist Zeitlupe. Aber du hast mehr Zeit, um den Input zu geben, weil es viel langsamer ist. Ja. Es gibt auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen In-Game-Time und Real-Time. Genau. Real-Time RTA heißt das, Real-Time Attack, glaube ich. Tue ich effektiv Zeit messen meistens vom ersten Input bis zum letzten Input, den ich mache, bevor das Spiel fertig ist. Und messen das irgendwie extern. Also kann ich beispielsweise das Handy nebendran die Stoppuhr laufen lassen Genau. und am Schluss dann stoppen, dann ist das die Zeit, die dann zählt. Dort habe ich natürlich bei 60 Hz Version einen grossen Vorteil, weil die sind effektiv dann wirklich schneller fertig. Genau. Das andere ist dann, bei gewissen Games ist dann der In-Game-Time, der zählt. Da werden dann mehr oder weniger die Frames zählt im Game selber und dann angezeigt. Da kommt es nicht drauf an. Die kommt es nicht darauf an, ist zum Teil dann sogar einfach 50 Hertz vielleicht noch länger Zeit hat, Genau. zum das Richtige drücken. Beispiel ja, Mario Kart könnt ihr euch denken, wo effektiv einen Ingame-Timer hat, wo rechts dann Zeit läuft, wo so lange wie das Rennen geht, wo meistens nicht 1:1 die Zeit schon so wirklich ist. Also wenn er nebenbei selber die Zeit stoppt, bei Mario Kart beispielsweise, dann kommt nicht die gleiche Zeit raus. Genau. Jetzt gibt es Games, die die eine Zeitmessung brauchen und die andere dann die andere. Also ich zeige noch schnell Dings. Speedrun.com Seite. Double Dragon Mhm. 2. Das ist eben Dings. Any% NTSC. Wie ihr gesehen, das ist Dings die amerikanische Version. Und das ist 60 Hertz, wie es NTSC ist. Die japanische Version genau gleich. Und die gibt es noch in der Miscellaneous, gibt es Any% PAL. Und das ist dann nachher mit 50 Hertz. Aber die Zeiten kann man logischerweise halt nicht da vor. Ja. Das ist einfach eine eigene Kategorie. Was ist da los? Hey, mein Run ist akzeptiert worden. Sehr schön. Ja, also das ist halt immer Game und Kategorie abhängig. Es gibt nicht bei allen Games die zusätzliche europäische Kategorie zum Beispiel. Mhm. Also ich gehe jetzt mal schnell All Games. Dann wir jetzt mal mit dem ersten so bei Player Count. Habe wieder gesagt, Mario 64 ist Platz 1. Also die Ewigkeiten. Genau, schon wirklich ist die Ewigkeiten mit ein bisschen mehr als 2700 Spieler nach einem Mario Odyssey, der hat jetzt aufgeholt, weil sonst ist immer eigentlich Ocarina of Time Platz 2 gewesen. Aber jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel da drauf gehen, ich gehe jetzt davon aus, dass es keine Dings-Version gibt, europäische Version. Es gibt eine Original Hardware, Virtual Console, also auf der Wii U oder Wii und Emulator. Und das ist immer halt geregelt, welchen Emulator das man verwenden darf. Und die gibt es dann halt in verschiedenen Kategorien. 120 Star ist quasi 100%. Nachher 70 Sterne sind das Minimum, das man muss haben, um
gegen Bowser kämpfen. 16. Also eigentlich any percent glitchless ist das? Genau. 16, 1 und 0 Sterne, das sind dann nachher halt 1% Glitch oder was auch immer. Ja. Aber eben, wie ihr seht, da hat es keine Auswahlmöglichkeit für PAL-Versionen. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt zum Beispiel bei Double Dragon, weil es so wenig Spieler sind, dass man dann halt einfach für die Europäer halt gleich noch eine Kategorie gemacht hat, damit man wenigstens die noch mit einbeziehen kann. Genau, zum einfach die Einstiegshürde niedriger halten. Genau. Weil die sehen da schon, also bei ja, es sind 21 Spieler in der A-Player-Version. In der 2-Player-Version sind 5. Player B sind nur 3. Also es ist ganz eine kleine Gruppe. Und europäische Version spielen nur 2 Personen da. 2 sind mehr noch. Und da hat noch niemand etwas gemacht. Also wenn irgendjemand einen Weltrekord will, spielt Double Dragon 2, europäische Version Player B. Da muss man einfach irgendwie ins Ziel kommen. Genau, es geht nur noch das Ziel. Und bei die japanische Version Easy, Normal und Difficult kann man da spielen. Und da hat man Weltrekord. Weißt du, was das mache ich, glaube ich? Da bin ich irgendwie 6-facher Weltrekordhalter oder so. 10-facher Weltrekordhalter in Double Dragon. Genau. Speedrun.com ist so ein bisschen das Portal, wo alle Speedruns drüber laufen. Ist so quasi Standard, kann man sagen. Und da läuft es eigentlich so, dass man beispielsweise kann schauen, ob es ein Game gibt. Und wenn es das noch nicht gibt, kann ich mich quasi dafür bewerben. Muss sagen, wie so meine Pläne aussehen, wo ich einen Run kann machen kann. Aber einfach. Das wird dann im Normalfall angenommen und dann kann ich entsprechend dann einen Run einreichen. Dann jetzt quasi pro Game gibt es dann die sogenannten Mods. Das sind die, die unter Links aufgelistet sind. Bei der, wo wir jetzt als Beispiel haben, bin ich das und mein Kollege. Wir zuerst die Ersten waren, die das eingereicht haben. Ihre Aufgabe ist dann, das Regelwerk festlegen pro Kategorie, entsprechende Kategorien festlegen und dann auch die Runs sozusagen validieren. Also sprich, wenn nachher jemand anderes kommt, unsere 2 Kollegen, die da mitgestritten haben, die können dann so einen Run einreichen und dann, wenn wir das entsprechend dann anschauen, ob das alles mit den Dingen zu und her gegangen ist, können dann bestätigen. Genau. Das ist so ein bisschen für jemanden, der mal einen Einstieg wagen kann, das Game rum ist, dann entsprechend da so die Regeln anschauen oder auch was dran ist. Genau, wir haben hier Guides, die wir haben, wo man auf verschiedene Versionen kann darauf zurückgreifen, auf die PC-Version, weil die aktuelle Version die langsamste Version ist, haben wir das gemacht. Genau die Anleitung, wie man auf Steam das machen kann. Wir haben da beispielsweise bei den Ressourcen einen sogenannten Autosplitter. Der tut machen, dass der Timer das steht gar nicht drin, aber im Discord ist drin. Okay. Timer zum richtigen Zeitpunkt gestartet wird und wieder beendet wird und so in die Zwischenzeit richtig eingerichtet wird. Das ist schon alles so da drin. Wo grosse Vorteile von PC-Runs sind, wo ich bei der Konsole noch selber muss. Genau. Genau, so in der Raum noch eine Werbung für das Spiel machen. Das Pizza Game. Ist vielfach ausgezeichnet worden. Und so ein eine Studentengruppe von Game-Entwicklern entstanden und das programmiert haben und rausgebracht haben. Und wir haben dann relativ schnell einen Run von dem gemacht. Ich glaube, in der ersten Woche, wo es rausgekommen ist. Die Entwickler haben mega Freude an dem. Wir haben es dann auch gezeigt am Marathon, wo dann einer von den Entwicklern dabei war und kommentiert hat. Die Entwickler sind sehr, sehr stark involviert, dass sie uns regelmäßig sagen, wenn eine neue Version rauskommt. So uns genau beschreiben, was in dieser Version passiert. Hat sogar uns geholfen, selber noch Threads zu finden, was dann selber aus und gesagt, das wäre schneller, wenn wir das so macht. Da sind sie recht aktiv dabei.
Im Gegensatz haben sie natürlich eine Art Gratis-Werbung, wenn man das regelmäßig streamt. Kommt entsprechend auch wieder Werbung über. Das ist dann so ein bisschen wie eine Win-Win-Situation. Mhm. Ja. Gut. Ja. Haben wir vom Publikum noch oder vom Chat noch irgendetwas? Ich würde Alle am sagen. Tennis schauen. Ja, der Djokovic führt. 2-1. Führt er? Ja. Gut. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir mal langsam Schluss machen. Mhm. Rest von merci vielmals fürs Mitmachen. Danke für die Einladung. Ja, dann geht mal schon zu ihm mal in Twitch reinschauen. Er hat gestern Abend wieder gestreamt. Aber er ist ja so ein Teilzeit-Streamer wie ich. Sehr unregelmäßig, genau. Ja. Gut, dann mache ich noch schnell einen Abschluss. Und Jo. dann machen wir Ciao fertig, zusammen. ja? Ciao, Chat. Gut, also. Desktop da. So. Also, merci vielmals fürs Reinschauen. Merci vielmals fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wie der Bobby sagt, ein kleinen Einblick in die Speedrun-Szene geben. Der nächste Termin, ich muss jetzt selber schnell schauen, wann das war. Im August, logischerweise. In einem Monat. Komm grad. Am 11.8. Am 11.8. ist nächste Matz. Und das Thema wird sich Kampfhund. Ich habe auch wieder einen Gast. Und ich hoffe, die sind wieder zahlreich dabei. Und sind interessiert und machen mit. Ich würde mir gerne wünschen, dass ihr ein bisschen Discord kommt und mit uns mitdiskutiert. Wir werden auf jeden Fall keine Hemmungen haben. Wir hatten auch schon vorletztes Mal ein paar Leute dabei gehabt, die sich können beteiligen können. Ja. Ich bin Captain Head. Sonst könnt ihr mal... Ist das noch drin? Ja, ist drin. Ich mache da immer wieder ein bisschen Speedruns. Ich spiele auch in der letzten Zeit Mario Maker 2, also Mario Maker wieder. Ich habe mit Mario Maker angefangen zu streamen. Schaut rein, gebt euch doch mal ein paar Minuten, machen Speedruns. Hauptsächlich Double Dragon und eben Mega Man. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Adi miteinander.